Was für eine geniale Doxologie haben wir gerade singen. Doxologie, ein Lied, wo Gottes Herrlichkeit hervorstreicht, wo ihm die Anbetung und die Ehre gibt, einfach ab seiner Grösse. Ich liebe so Lieder, ich liebe es, die Grösse und die Genialität von unserem Gott anzubeten. Und so möchte ich jetzt einfach am Anfang beten, weil während dem Lied ist mir auch bewusst geworden, wie dringend wir angewiesen sind auf ihn, auf sein Wirken. Und genau für das möchte ich heute Morgen beten. Ich bin mir eines mehr von ganzem Herzen bewusst geworden, wie unglaublich angewiesen ich heute Morgen bin in meinem Dienst, in meiner Verkündigung, in dieser Predigt, auf das Wirken vom Heiligen Geist. Nichts, was ich sage und mache, kann das bewirken, was er tun kann heute Morgen. Und wenn der Heilige Geist anfängt reden, anfängt zu wirken, dann ist das 10.000 Mal besser als alles, was ich vorbereiten und sagen. Und das ist mir einfach so klar geworden. Und darum möchte ich heute Morgen mit euch zusammen beten und den Heiligen Geist einladen in die Zeit hinein, dass das wirklich eine Zeit sein darf, wo etwas passiert mit uns, wo er an uns schafft, wo er an uns arbeitet. Weil er ist würdig, er sitzt auf dem Thron, Amen. Er ist der, der jegliche Anbetung verdient. Er ist der, der auch in Jahrtausenden, die kommen, wird hören, Tag für Tag, Minute für Minute, heilig, heilig, heilig bist du. Und wir dürfen Teil sein von dieser Anbetung. Wir dürfen mit Engeln, wie wir es gesungen haben, 10.000 mal 10.000, dort stehen, in dieser Gegenwart Gottes und ihm die Ehre geben. Halleluja, wie freue ich mich auf diesen Moment. Und da möchte ich jetzt beten zum Anfang von dieser Predigt. Heiliger Geist, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wirken an diesem heutigen Morgen. Wir sind angewiesen auf dein Reden. Und ich bitte dich in aller Demut, brauch du das, was heute Morgen passiert, zu deiner Ehre. Wir wollen vor deinen Thron kommen. Wir wollen sagen, dir gehört alle Ehre für alle Zeit. Und alles, was heute Morgen passiert, soll zu deiner Ehre beitragen, soll deinen Namen gross machen, da unter uns. Und alle, die einverstanden sind, dürfen gerne mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Hey, wir sind unterwegs in dieser neuen Predigtserie, zum zweiten Mal heute, Lehre uns beten. Die Bibelkundigen unter euch wissen, woher das kommt, Lehre uns beten. Das ist nämlich ein Zitat von den Jüngern von Jesus, die zu Jesus kommen und zu Jesus sagen, lehre uns beten. Und das finden wir sehr spannend, weil das sind alles Männer, die in einer Gebetskultur gross geworden sind. Es gehört zum jüdischen Leben, wo das alles war, Gebet einfach dazu. Sie haben ganz viel, da bei ihnen hat es mega schön gelehrt, das letzte Mal die jüdischen Gebete, die sie immer wieder beten, oder? Schema und so. Wo sie beten und da kommen die zum Jesus und merken, lehr uns beten, wir wollen mehr. Wir wollen tiefer als nur Religiosität gehen. Wir wollen die Beziehung, die du mit dem Vater hast, auch haben. Und das finden wir mega genial. Und das ist die Inspiration von dieser Gebetsserie. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um eine Beziehung mit dem lebendigen Gott im Himmel. Und so möchten wir auch in dieser Predigtserie tiefer graben. Wir möchten auch vielleicht ein bisschen schwierigere Fragen miteinander anschauen. Wir möchten auch die Sachen, die euch beschäftigen, miteinander anschauen. Ganz um das Thema Gebet rundum. Darum haben wir auch extra 1-2 Predigten noch freigelassen, die wir noch nicht thematisch gefüllt haben, mit der Idee, mit dem Wunsch, dass wir dann Fragen und Themen, die euch interessieren, anschauen. Also bitte schreibt unbedingt eure Fragen. Ihr habt es eingeblendet gesehen, es gibt einen QR-Code, der euch zu einem Kontaktformular bringt. Füllt das bitte aus, schickt uns eure Fragen per E-Mail, wie auch immer, könnt es WhatsAppen, wie auch immer. Einfach, dass wir dürfen eure Fragen hören, auf das wir können in dieser Predigtserie auf die Themen eingehen, die euch auf dem Herzen liegen. Auf das wir alle dürfen, einfach wie die Jünger zu Jesus kommen und sagen, hey, lehr uns beten. Lehr uns beten. Und wir möchten heute, übrigens, wir haben in dieser Predigtserie auch ein Thema, wo wir genannt haben, Gebet und der allwissende Gott. Ist ja eigentlich ganz spannend, oder? Wie geht das miteinander auf?
Und wir haben dort etwas Spezielles geplant. Wir haben stundenlange theologische Diskussionen geführt rund um das Thema. Und irgendwann ist gemerkt, okay, weißt du was, wir brauchen einen neuen Ansatz. Und unser Ansatz ist jetzt folgendes. Sabrina und ich werden gemeinsam gleichzeitig predigen. Ich werde einen philosophisch-theologischen Anlauf nehmen und Sabrina wird einen theologisch-seelsorgerlichen Anlauf nehmen zu dem Thema. Und darum machen wir es so, wir werden zuerst im modernen Gottesdienst predigen, dann rennen wir beide ab und machen die gleiche Predigt im klassischen Gottesdienst auch noch. Genau. Ihr merkt, neue Fragen brauchen neue Lösungen. Wir probieren das jetzt mal aus miteinander und bin gespannt, wie das so wird. Heute Morgen habe ich ein Gebet mitgebracht, das mich vor einiger Zeit in meinem Studium mega fest getroffen und überführt hat. Es ist ein ganz simples, kurzes Gebet und es hat mich trotzdem einfach wie ein Pfeil ins Herz getroffen, als ich das gelesen habe und gefunden, wow, genau das will ich auch beten. Es ist ein zweiteiliges Gebet. Der erste Teil von dem Gebet ist sehr kontrovers und der zweite Teil ist extrem herausfordernd. Also genauso mein Sweet Spot, oder? Genauso dort, wo ich gerne daheim bin und dort, wo ich mich gerne herausfordere vom Wort Gottes. Und ich möchte das Gebet heute Morgen in dieser Predigtserie anschauen mit euch zusammen. Bevor wir aber einsteigen in dieses Gebet, müssen wir zuerst noch so ein bisschen einen Lehrteil haben. Ein Lehrteil ist immer wieder gut, dass ihr Informationen habt, dass ihr Wissen könnt aufbauen, wenn ihr Bibel leset. Weil das Gebet, das wir miteinander anschauen, kommt im Prophet Jeremia vor. Es ist ein relativ kurzes Gebet im Prophet Jeremia. Am Jeremia sein Gebet, wenn wir heute am Morgen zusammen anschauen. Und darum zuerst ein kleiner Lehrteil. Hey, wer ist der Jeremia überhaupt gewesen? Um was geht's? Was hat ihn beschäftigt? Wer ist er so gewesen? Und Jeremia, musst wissen, der hat einen sehr uncharmanten Titel bekommen von den Theologen Jahrtausende später. Er wird nämlich sehr häufig genannt oder ist bekannt als der weinende Prophet. Der Prophet, der die ganze Zeit am Lätschen und am Heulen ist. Das ist so der Übertitel, den er bekommen hat, der Jeremia. Er hat doch sehr ein grosses Buch geschrieben. Also der Prophet Jeremia hat 55 Kapitel. Das ist ein relativ grosses, gewichtiges Buch. Und er hat sogar noch ein zweites Buch in der Bibel geschrieben, nämlich die Klagelieder. Die Klagelieder, eine poetische Auseinandersetzung, Verarbeitung vom Lied über den Fall von Jerusalem. Du musst wissen, Jeremia war so ein 5 vor 12 Prophet gewesen. Er hat gewirkt und dient im Südreich, in Juda. Für die das wissen, es hat ja eine Teilung gegeben zwischen dem Nord- und dem Südreich. Man hat Israels Nordreich gehabt und man hat Judas Südreich gehabt. Jetzt, wo der Prophet wirkt, er wirkt im Südreich, im Reich von Jerusalem. Das ist so über relativ lange Zeit so ein das bessere Reich von beiden Reichen. Das Nordreich ist auch früher schon von den Assyrern zerstört und ins Exil geführt worden, wohingegen das Nordreich noch ein bisschen länger überlebt und Widerstand geleitet hat. Also es ist auch spürbar in der Atmosphäre und in der Luft gewesen, hey, es ist 5 vor 12. Babylonier kommen immer näher und es ist jetzt dann gerade so weit, dass wir alle ausgelöscht werden. Und mit dieser Thematik in diese Zeit drin ist der Jeremia am Wirken und am Lehren und am Gottes Botschaft an einem Volk weitergeben, wo keine Lust auf die Botschaft hat. Kein Wunder also bekommt der arme Tropf den Übertitel «Der weinende Prophet». Ich habe so humoristisch gefunden, man kann so die Kapitelüberschriften anschauen und das gibt einem schon relativ viel weg über um was es so geht im Jeremia. Und so Kapitel 14, also die Kapitelüberschriften gehen so in dieser Reihenfolge: Bete nicht mehr für dieses Volk. Herr, vergib uns, wir haben gesündigt. Zu spät. Und das nächste: Jeremia leidet unter seiner Aufgabe.
Und das sage ich so, yes, genau, das ist die Zusammenfassung von Jeremia. Der arme Tropf, oder? Hey, das ist so der Pastor's Life, oder? Hey, bet nicht mehr für das Volk, ist schon alles zu spät. Herr, vergib uns, wir haben gesündigt, wir wollen umkehren. Nein, es ist schon zu spät, keine Chance mehr. Und dann, ja, der Jeremia, der leidet unter dieser Aufgabe, unter dem Auftrag, dem Volk, müssen die schweren Botschaften mitzugeben. Und die tun so halbherzig umkehren, aber eigentlich nicht wirklich. Und Gott sieht es und weiss, hey, es ist zu spät. Mein Plan steht fest, ihr werdet ins Exil geführt werden und der Jeremia muss das miterleben. Also das ist der Jeremia, der Prophet, der uns ein Gebet mitgibt. Und das Gebet wollen wir anschauen. Und zwar starten wir mit dem ersten Teil, mit dem kontroversen Teil aus dem Jeremia 10, Vers 25. Dort betet der Prophet: Dein Zorn soll die Völker treffen, die von dir nichts wissen wollen. Denn wie Raubtiere ihre Beute fressen, so haben sie dein Volk gefressen, bis nichts mehr übrig war, und sein Land haben sie zur Wüste gemacht. Dein Zorn soll die Völker treffen. Ist jetzt ja nicht so deine Standard-Bibelstelle, wenn du am Evangelisieren bist, oder? Hoffe ich zumindest. Es gibt ja schon Leute, die probieren das, aber ist jetzt nicht so die erfolgsversprechendste Strategie, mit dem Zorn Gottes zu starten. Ist auch nicht so die Bibelstelle, die du unbedingt in der Seelsorge als erstes brauchst, oder? Also, du hast ein Problem mit Wut, hey, ich habe da eine Bibelstelle, die könnte dir mega viel helfen, dein Zorn soll die Völker treffen. Ist jetzt eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eher so eine Bibelstelle, die ja schwierig ist und wo wir am liebsten so ein bisschen verstecken manchmal. Ist nicht die Bibelstelle, die wir zuerst brauchen. Und wenn wir sie brauchen, dann am ehesten noch so in apologetischen Diskussionen. Apologetik ist die Disziplin vom Diskutieren und vom Argumentieren rund um den Glauben. In so Diskussionen kommt die Bibelstelle manchmal vor, aber dann immer von den Gegnern, oder? Immer von denen, die die Christen kaputt machen, oder? Und sagen, ja, schau, ihr habt das Gefühl, ihr seid eine liebevolle Religion, aber schau mal, der Zorn Gottes soll die Völker treffen, oder? Das ist dann so eher mal der Moment, wo die Bibelstelle vorkommt. Und ich habe gesagt, das ist kontrovers, der erste Teil. Und ich möchte heute Morgen trotzdem über so ein Gebet von Jeremia lehren und das anschauen. Und ich möchte eine schwierige Frage stellen, nämlich, darf man so etwas beten? Darf man das? Ist das erlaubt quasi? Oder was hat das in unserer Bibel zu suchen? Dass die Jeremia betet, Gott, zerstör du andere Völker. Und mehr noch als wie erklären wir das, wie tun wir das einordnen? Die Frage, die ich wirklich heute Morgen möchte stellen für uns ist, was hat es in so einem Gebet drin für uns heutzutage? Sind wir ready für die Challenge, zum das Gebet von Jeremia, dein Zorn soll die Völker treffen, anzuschauen, heute Morgen miteinander? Ich hoffe es, weil es gibt jetzt kein Zurück mehr, wir haben angefangen, darum ziehen wir es jetzt durch. Um es zu beantworten, braucht man zuerst ganz bisschen Hintergrundwissen zu dieser Bibelstelle. Und zwar muss man wissen, dass da ein paar geladene Begriffe drinnen sind, in dem Gebet von Jeremia drinnen. Und man muss zuerst verstehen, was der ganze Hintergrund zu den Völkern ist. Weil Völker ist ein geladener Begriff in der Bibel. Wenn du in der Bibel von den Völkern liest, dann hat das immer eine tiefere Bedeutung als halt einfach irgendwelche Leute, die Gemeinsamkeiten teilen. In der Bibel, wenn von Völkern die Rede ist es immer mehr als das. Und du musst wissen, dass Völker in der Bibel grundsätzlich ein Ausdruck oder ein Resultat vom Bösen sind. Völker sind in der Bibel eigentlich ausnahmslos immer bös, korrupt und gegen Gott unterwegs. Das ist wichtig zum Verstehen. Auch wenn man schon schaut, wie die ersten Völker so zustande gekommen sind. Das kommt aus dem Kain und der Abel, zwei Brüder, die Streit haben. Der seinen Bruder erschlägt, geht weg. Und man hat nachher in den Geschlechterregister kann man anschauen, was für Völker das alles entstanden sind. Das sind einige aus dem Kain daraus raus. Und immer wenn man von den Völkern liest, dann sind das böse Menschen. Menschen, die Böses miteinander tun und böse Pläne zusammen haben. Und es ist auch logisch, wenn man ein bisschen mal eine Karte anschaut von Israel, dann merkt man sehr, sehr schnell,
Das Israel ist eine kleine Nation, ein kleines Land auf einer grossen Karte, umzingelt von fremden Nationen. Und all die Nationen sind eigentlich immer gegen Israel im Krieg gewesen. Auch heute nicht so mega anders, gell? Ganz viel Aggression und Feindschaft von diesen Völkern erlebt. Also das heisst, es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass Völker grundsätzlich auch ein Synonym oder fast austauschbar ist mit dem Bösen. Und genau darum tut ja Gott einen Gegenpunkt setzen zu diesen Nationen. Und er sagt, hey, es gibt so viele böse Völker, ich will für mich ein Volk, das eben nicht so ist. Und so lesen wir von dem Plan im 2. Mose 19, Vers 6, wie Gott diesen Völkern einen Kontrast setzt. Er sagt, ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Also Gott tut jetzt im Kontrast zu den bösen Völkern, die Böses tun, ein Volk für sich auswählen. Und mit dem Volk will er es besser machen, will er es anders machen. Und er sagt seinem Volk, ihr folgt mir und ihr tut, was ich euch sage. Und ihr seid heilige Priester in meinem Namen. Das war der Plan. Tun wir ein bisschen vorspulen bis zum Jeremia und es stellt sich heraus, dass der Plan so irgendwie nicht aufgegangen ist. Weil das Volk, das anders sein soll, stellt sich heraus, ist genau gleich wie alle anderen Völker auch. Es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen dem Volk Israel und den umliegenden bösen Völkern. Die Israeliten sind genauso böse und sind genau nicht für Gott hingegeben, sondern sind genau gleich wie die umliegenden Völker, nämlich böse Menschen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Volk wird ins Exil geführt und es gibt einen Reset. Und ein bisschen später, 500 Jahre später, kommt Jesus und lehrt über die Völker einmal mehr. Und jetzt wird es spannend, weil bei Jesus sind nämlich nicht mehr die Völker böse. Und ich möchte euch das zeigen anhand von einer Bibelstelle und anhand von einer Karte. Kannst du vielleicht zuerst die Karte schnell einblenden? Das ist die Karte von der Zeit, wo Jesus am Wirken war in Israel. Ich weiss, für weit hinten kann man nicht mega viel lesen, das ist nicht so mega wichtig, ihr braucht vor allem Farben. Ich kann euch gerade schon sagen, was die Farben nämlich bedeuten. Du hast einerseits den gelben Teil, das ist Judäa. Das ist, wo Jerusalem, die Hauptstadt, situiert ist drinnen. Und du hast im Norden Galiläa, das ist der violette Teil. Da ist der See von Genezareth. Dort ist Jesus ganz häufig und ganz viel am Wirken und am Dienen gewesen. Ganz viel von seinem Ministry ist in dieser oberen Region gewesen. Jetzt seht ihr, dass dazwischen das Blaue eine andere Nation daheim ist. Das ist Samarien. Und Samarien, das ist der Inbegriff von so einem bösen Volk für die Israeliten. Also Samariter sind grundsätzlich sehr böse Menschen, wenn die Juden fragen. Die Israeliten zu dieser Zeit von Jesus sind klar gewesen, ja, die bösen Völker Samarien, das ist genau so ein Land. Und darum ist es gang und gäbe gewesen, dass wenn man von Galiläa in einen anderen Teil von Israel hätte wollen, dass man häufig mal noch aussen rumgegangen ist. Dass man nicht durch eben das böse Volk von diesen Samaritern hätte durch müssen laufen. Und so lesen wir, wie Jesus unterwegs ist, vom Norden in den Süden. Man kann das lesen im Lukas 9, 52, Vers 55. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Also hey, was haben die Jünger genau falsch gemacht? Sie haben genau das Gleiche gebetet, wie die Jeremia auch schon gebetet hat. Oder Sohn Gottes, böses Volk, boom, Jack, oder tu das flach machen, tu dem Gerechtigkeit sorgen. Und Jesus macht es klar. Hey, das Böse ist nicht der Volkszugehörigkeit geschuldet. Das hat nicht nur mit der Volkszugehörigkeit zu tun. Ich kann schon mal zurückgehen auf die Karte, weil wir können nämlich nachlesen, im ersten Moment haben sie auch mal einen Weg von Jerusalem nach Galiläa genommen.
Im Johannesevangelium kannst du das nachlesen, Kapitel 4. Und dann passiert etwas Phänomenales. Nämlich unterwegs durch das Samarien, durch da in diesem bösen Volk drinnen, gibt es die Konversation, das Gespräch von Jesus mit einer Frau am Brunnen. Das ist eine Samariterin. Das ist genauso eine, die zum bösen Volk gehört. Und er erklärt ihr, dass er der Messias ist. Und dort wird im Johannesevangelium zum ersten Mal Jesus als Messias, als der Retter proklamiert. Nicht in Jerusalem, nicht in Israel, sondern in einer bösen Nation. Dort mitten im Feindesland, aus israelitischer Sicht, bekennt Jesus seinen Auftrag und wer er ist, dass er gekommen ist, zum die Sünde und die Schuld von Menschen wegzunehmen und zum Umkehren, was kaputt gegangen ist, zum ganz machen, was zerstört worden ist. Und es bricht ein Revival aus in dem Samarien. Das ist unfassbar. Ein Revival bricht aus und das ganze Dorf kommt zum Glauben an Messias. In einer Nation, die gegen Israel wäre. Das geht nicht auf. Und das bringt mich zu dem Punkt. Hey, die Völker sind vielleicht im Alten Testament ein Synonym für das Böse. Jesus macht es klar, dass das Böse nicht mehr nur mit einem Volk zu tun hat, sondern genauso wie Israel böse geworden ist, kann jeder einzelne Mensch auch böse werden und böse sein. Insofern glaube ich, ja, wir dürfen so ein Gebet beten, das der Jeremia gebetet hat. Römer 12, Vers 9 sagt nämlich, die Liebe soll auch echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Wir dürfen und wir sollen das Böse verabscheuen. Ich glaube, dass wir dürfen auch einstehen im Gebet, wenn Böses passiert. So wie der Jeremia gesehen hat, was passiert ist in diesen Völkern, das anklagt und zu Gott bringt und sagt, Gott, hey, mach etwas. Es kann ja nicht dein Ernst sein, dass da böse Menschen deine Nation kaputt machen. Hey, unternimm etwas. Lass doch das nicht einfach so geschehen. Und genau so dürfen auch wir einstehen, wenn Ungerechtigkeit passiert. Gott nennt sich selber der Anwalt, der Vertreter der Schwachen und Unterdrückten. Er nennt sich, ich bin der Vater der Weisen und ich schaue für die Witwe. So stellt Gott sich vor. Und wenn wir heutzutage Böses sehen, nicht gerichtet gegen Nationen, gell, sondern gegen Böses, dann dürfen wir im Gebet genau so einstehen. Dort, wo Krieg getrieben wird und wo absichtlich Böses verursacht wird, dort dürfen wir das bei Gott anklagen. Wenn uns Böses da wird, dann dürfen wir das zu Gott bringen und bei ihm deponieren und sagen, Gott, du bist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und da passiert Unrecht. Ich bitte dich, himmlischer Vater, bring du Gerechtigkeit, dort wo Ungerechtigkeit unkontrolliert am Passieren ist. Also dürfen wir so ein Gebet beten, wie der Jeremia gebetet hat? Ja, aber... Das Aber ist, ich glaube nicht, dass wir dazu berufen sind, zum gegen Völker zu beten. Aber wir dürfen genau gegen das Böse beten. Wir dürfen einstehen, dort wo Ungerechtigkeit geschieht. Das ist das erste Aber. Zum Beispiel der Smith Wigglesworth. Ein paar von euch kennen den vielleicht. Der Smith Wigglesworth war ein Erweckungsprediger und er ist unter anderem bekannt dafür, dass er, also ich empfehle das niemandem, ich sage nicht, dass man das machen soll, gell? Aber so Vorwarnung. Er ist, wenn er gebetet hat für Kranke, er hat ganz viele Heiligen erlebt, das sind Menschen, die gestorben sind wieder lebendig geworden, also er hat wirklich krasse Wunder gesehen. Aber er ist auch bekannt dafür gewesen, dass er kranke Menschen boxt, wenn er betet. Er hat mit dem dann später aufgehört, als er selber mal krank geworden ist. So heilsame Erfahrung für ihn vielleicht gewesen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie man das genau einordnen will. Aber sie haben ihn natürlich dann mal gefragt, hey Smith, wieso haust du kranke Menschen, oder, wenn du bettest? Geht es nicht ohne so? Und er hat dann gesagt, weisst, ich hau nicht Menschen. Ich hau nicht den Mensch, wenn ich das mache, sondern ich bin einfach so hässig auf die Krankheit. Das macht mich emotional
hässig, dass das Böse einfach zugelassen ist. Dass die Krankheit darf da wachsen und Raum hinein. Und dann hätte er sich wie nicht kontrollieren und hätte das müssen hauen, das Böse. Eben eines mehr. Nicht, dass wir das jetzt machen sollten, gell? Haut bitte kein Menschen links und rechts. Ist nicht eine Praxis, die wir da im Kreuzpunkt möchten haben, dass wir für Kranke gehen hauen und beten. Aber ich hoffe, ich kann das einordnen. Das Beispiel finde ich gut, finde ich treffend. Hey, wir dürfen genauso emotional mit einem gerechten Zorn beten, wenn Böses passiert in dieser Welt. Das ist das erste Aber. Das zweite Aber hat mit dem zweiten Teil vom Gebet von Jeremia zu tun. Und das möchte ich jetzt lesen mit uns. Was er nämlich betet, der Jeremia, bevor dass er den Zorn Gottes auf andere Völker beschwört, betet er Folgendes. Züchtige mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem Grimm, auf dass du mich nicht ganz zunichte machst. Bevor dass er den Zorn Gottes auf andere Völker wünscht, betet er, züchtige mich, Herr, erziehe mich. Und das ist das zweite Aber. Und vielleicht verstehst du jetzt, wieso das Gebet mich so getroffen hat, als ich das gelesen habe. Und ich gefunden habe, jawohl, genau das wollte ich beten. Züchtige mich, Herr. Aber nicht so, dass ich kaputt gehe, sondern so, dass ich wachsen und stärker werden in dem drinnen. In deiner liebevollen Erziehung drinnen will ich wachsen. Weil die Jeremia hat begriffen, was das ganze Volk zu spät begriffen hat, dass das Böse ja nicht nur in den anderen Völkern daheim ist, sondern das Böse ist genauso in mir daheim, ist genauso in Israel daheim. Und darum müssen wir immer anfangen, wenn wir gegen Böses beten wollen, bei uns selber. Und ist es nicht spannend, wie viel weicher das Gebet ist? Wenn es um die anderen geht, dann ist der Sohn Gottes, oder? Vernicht sie. Komm du mit deiner Gerechtigkeit und mach du diesen Völkern, du die richten. Wenn es um ihn selber geht, ist züchtige mich, Herr, aber im Maße, so dass ich es ertragen kann. Ist das nicht spannend? Und gleich hat mich das Gebet so tiefst überführt. Und ich musste feststellen, jawohl, genau das will ich auch beten. Ja, ich will für Gerechtigkeit in dieser Welt einstehen. Aber anfangen tut es immer bei mir selber. Es soll, bevor ich Gerechtigkeit über andere bete, fängt es bei mir an. Und ich will, dass Gott mich züchtigt. Dass er mich erzieht. Weil ich habe es nötig. Und ich brauche das. Und ich will das. Im Englischen ist das Gebet übersetzt mit Discipline me. Disziplinier mich. Erziehe mich. Wir haben im Hebräer 12, Vers 6 einen extrem herausfordernden Text und gleichzeitig einen wunderschönen Text. Wo steht, den wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Das ist der zweite Teil von dem Gebet, wo wir vielleicht gerne mal so ein bisschen drüber gehen. Und ich möchte es heute Morgen in dieser Gebetsserie als Hauptaussage stehen lassen. Getraust du dich auch so zu beten? Getraust du dich auch das zu beten? Einfach vor Gott stehen und sagen, Vater, erziehe mich. Ich habe es nötig. Ich weiss nicht, wie dein Leben aussieht. Wenn du meins siehst und kennst, dann weisst du, dass das ein nötiges Gebet ist. Und ich will das Gebet mit einer Ernsthaftigkeit neu anfangen zu beten. Es hat mich zutiefst überführt, als ich am Jeremia sein Gebet gelesen habe. Und es hat mir in meinem Herz etwas gemacht und ich wollte sagen, ja, ich brauche das. Ich brauche Gottes Erziehung in meinem Leben. Ich brauche seine Korrektur, ich brauche seine Anleitung, ich brauche, dass er eingreift und dass er in meinem Leben anfängt, Sachen zu verändern. Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das auch ein Gebet ist, das du beten solltest. Dass wir alle neu zu dieser Einsicht kommen, Vater im Himmel, erziehe mich. Du deinen Finger auf Sachen legen, die anders sein sollen. Liebevoll, wie du bist, himmlischer Vater, verändere mich und zeig du mir, was dran ist. Ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt dann einsteigen,
In eine zweite Anbetungszeit. Ich möchte die Challenge dir wirklich mitgeben. Hey, prüf dein Herz und prüf deinen Stand. Wo bist du unterwegs? Wo bist du dran? Ist das Gebet vielleicht für dich jetzt, da wo du gerade bist, nötig? Getraust dich, das zu beten in einer liebevollen Vater-Kind-Konversation drinnen? Zum Vater kommen und sagen, ich brauche deine Korrektur. Nicht einfach, Vater, vergib mir, für was ich gemacht habe, sondern Vater, erziehe mich für dort, wo ich anders sein muss. Ich möchte dich einladen, das Gebet ernsthaft zu prüfen. Ich darf die Band einladen, dürft euch gerne bereit machen. Wir steigen jetzt dann gerade ein in diese Zeit. Ich möchte mit uns zusammen zum Abschluss von dieser Predigt beten und dann hast du die Möglichkeit, um mit deinem himmlischen Vater, ein Vater-Kind-Konversation zu führen. Darum habe ich am Anfang gebetet, Heiliger Geist, wirk du, leg du deinen Finger heute Morgen auf das, weil dort hört mein Dienst auf. Und dort muss jetzt der Heilige Geist weitermachen, indem dass er euch aufzeigt, wo das du Erziehung brauchst, wo es bei dir dran ist. Und für das möchte ich jetzt beten, wenn du bereit bist, das Gebet mitzubeten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter und treuer Vater bist. Es ist schön, dass wir uns dafür berufen auf dein Versprechen, dass du Pläne vom Segen für uns hast. Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir in die Welt rausschauen, ganz viel Böses, aber wenn wir ehrlich sind, sehen wir es auch in unserem eigenen Leben. Und himmlischer Vater, so wie wir möchten, dass du das Böse in dieser Welt korrigierst und dass du durch für Gerechtigkeit sorgst, so möchten wir das Gleiche auch für uns, für unser eigenes Leben. Himmlischer Vater, und da kann ich jetzt nur für mich allein beten. Ich bitte dich, dass du mich neu streng erziehst. Nicht so, dass ich kaputt gehe, aber so, dass ich darf wachsen in dem drinnen. Ich kann erkennen und ich bekenne, dass ich deine korrigierende Hand in meinem Leben nötig habe. Und ich gebe dir das Recht zu bewegen. Ich möchte dir zusprechen, dass du darfst deinen Finger auf Sachen legen, die wir ändern. Amen. Amen. Lass uns einsteigen in eine Zeit von der Anbetung, wo wir als Kinder Gottes zum Vater dürfen kommen. Wenn du dich getraust und möchtest, dann führ doch jetzt auch so ein Gespräch, so eine Konversation mit deinem himmlischen Vater.